Á Skörðugili. Það er búið að vera tamningarstöð hérna síðan 1974. Die Brütstation auf dem Hof Silsras Gödegil wurde bereits 1974 gegründet. Das war der Zeitpunkt, als der Pferdestall gebaut wurde. Und zu dieser Zeit, über doch viele Jahre hinweg, wurden vor allen Dingen die Pferde aus der eigenen Zucht bzw. die eigenen Pferde eingeritten und ausgebildet bzw. weiter fortgebildet. Und erst deutlich später nahm dann die Tendenz zu, dass wir auch fremde Pferde mit in den Beritt dazu nehmen. In den letzten Jahren ist das sehr viel mehr geworden und auch eine wichtige Einnahmequelle für uns. Ein weiteres wichtiges Datum ist 2010, als im Herbst der Pferdestall umfassend modernisiert wurde, sodass jetzt alle Pferde bis auf in 4 Boxen in Einzelboxen untergebracht sind, sofern sie in Beritt kommen. Und wie gesagt, nur 4 Zweierboxen noch dabei sind, weil das natürlich auch kein Nachteil ist. Alle Boxen sind beheizt und auch insgesamt das Ganze ist sehr modern geworden. Það er svona kannski Man kann sagen, dass der Anteil der Pferde, die nicht uns gehören und hier zu uns zum Beritt kommen, ungefähr bei 20-30% mittlerweile liegt. Umgekehrt gesagt, entsprechend 70-80% sind unsere eigenen Pferde oder eben vor allen Dingen Pferde aus unserer eigenen Zucht. Und dabei gibt es eigentlich keinen besonderen Schwerpunkt oder keine Zielsetzung, was die Art der Pferde betrifft, weil wir uns vor allen Dingen danach ausrichten, wie die Pferde selbst auch sind. Und da gibt es eben immer die gesamte Bandbreite, auch in unserer Zucht, ob es jetzt Wettkampfpferde sind, gute Zuchtpferde, Reitpferde der klassischen Art oder auch Familienpferde. Da ist alles vertreten, denn grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir versuchen, das Pferd dort abzuholen, wo es sich sozusagen befindet von seinen Fähigkeiten und dann dort auch das daraus zu holen, beziehungsweise ja das beste Potenzial, das Potenzial, was sie haben, zu wecken und so gut wie möglich zu entwickeln. Und oftmals ist das so, dass mehr Hoffnungen an das Pferd geknüpft sind, als es dann vielleicht später erfüllt. Oder auch genauso oft kommt es dann vor, dass man vielleicht weniger Erwartungen an das Pferd hatte und dann doch deutlich mehr noch daraus wird später. So wie es eigentlich dann grundsätzlich ja immer im Leben eigentlich ist. Manchmal wird man dann enttäuscht und umgekehrt vielleicht auch positiv überrascht. Und dementsprechend sieht unsere Pferdeausbildung auch aus und wir versuchen, wie gesagt, immer das Beste aller Pferde jeweils zu wecken. Hver hestur fær bara sinn tíma. Það er ekkert ákveðið prógram. Was unsere Methoden betrifft, so ist eigentlich vor allen Dingen allgemein zu sagen, dass es da kein von vornherein festgelegtes Programm gibt, sondern dass wir sehr individuell vorgehen, je nachdem, wie das jeweilige Pferd veranlagt ist und wie es sich dann jeweils entwickelt. Das heißt, wir fangen grundsätzlich immer vom Boden aus an und schauen dann eben von der Geschwindigkeit her, wie schnell das bei dem jeweiligen Pferd realistisch ist, weiterzuarbeiten. Das Pferd lernt Neues eigentlich jeden Tag und manche Pferde sind mehr angespannt als andere, manche sind misstrauischer gegenüber dem Menschen als andere, bei denen dauert es dann länger. Andere dagegen vertrauen schnell und lernen schnell, da geht es ja entsprechend schneller. Und es ist eigentlich schon so, dass wir in der Halle beginnen und es ist auch grundsätzlich so, dass erstmal ganz bestimmte Grundlagen vom Boden aus vermittelt werden, mit dem Ziel vor allen Dingen, dass das Pferd entspannt ist, bevor das erste Mal aufgestiegen wird. Dann werden verschiedene Grundhilfen beigebracht. Es geht darum zu biegen,
vorwärts zu reiten, natürlich zuerst vorwärts reiten, dann zu biegen, zu stoppen, zunächst ohne den Zügel, nur mit Stimmkommando. Und wenn das Pferd schließlich drinnen völlig entspannt läuft unter dem Reiter, dann machen wir draußen weiter. Und so geht das dann Schritt für Schritt voran. Wie gesagt, ganz individuell, so wie es das einzelne Pferd dann jeweils braucht. Ja, der Zeitpunkt, zu dem wir mit dem Einreiten beginnen, liegt normalerweise im 4. Winter. Und da geht es vor allen Dingen darum, das Pferd sozusagen reitbar zu machen, das heißt die allerersten Grundlagen zu vermitteln. Und da ist es dann auch so, dass am Ende dieser Zeit man schon eine erste Einschätzung geben kann, wie das Pferd von seiner Veranlagung her ist. Auch was die Gangveranlagung betrifft, das Pferd eher viel Aktion ist oder eher weniger, ob es eher passiv veranlagt ist oder eher trabig. Wie es vom Charakter her ist, das zeigt sich dann deutlicher und man kann danach dann entsprechend schon sortieren. Im 5. Winter geht es dann mit der eigentlichen grundlegenden Ausbildung weiter, nämlich also dann weiter ins Detail zu gehen. Und je nachdem, wie lange wir die Pferde selbst auch besitzen, geht es dann weiter im 6. und im 7. Winter. Und je nachdem auch, was dann entsprechend das Ziel ist, mit dem Pferd weiterzuarbeiten. Aber wie gesagt, der Startzeitpunkt ist bei uns in Wirklichkeit der 4. Winter. Mindestens bei meinen Hengsten ist es so, dass ich sie auf jeden Fall den 4. Winter dann im Haus habe und entsprechend ausbilde. Die Stuten sind normalerweise im 4. Winter 1 bis 2 Monate drinnen zur Ausbildung und bei den Walachen sieht es ähnlich aus. Ich habe 2 Assistenten normalerweise dabei und das Pferdehaus, also der Stall, fasst insgesamt bis zu 36 Pferde. Gerade jetzt haben wir 34 drin und da ist es auch absolut genug. Also wir kommen dann gut über die Runden mit dieser Kernbesetzung. Vor allen Dingen, weil meine Frau Viola auch noch entsprechend beteiligt ist. Die kümmert sich um die Pferde und füttert und organisiert viele Dinge rund um das Ganze, so dass es, wie gesagt, so ganz gut auskommt. Zudem haben wir noch ungefähr 650 Schafe. Ich habe 2 Hunde außerdem, die allerdings nicht so in organisierter Form im Beritt eingesetzt werden, sondern die an sich ja ein bisschen mithelfen schon, wenn es darum geht, zum Beispiel die Pferde zu treiben oder auch dann eingreifen können, wenn zum Beispiel ein Pferd stillsteht, obwohl es eigentlich vorwärts gehen sollte. Aber grundsätzlich ist für mich jetzt eigentlich angenehmer, wenn die Hunde dann zu Hause bleiben, wenn ich draußen reite und dann entsprechend nicht stören zum falschen Zeitpunkt. Ja, das erste Mal war ich im Ausland schon vor relativ langer Zeit, vor mehr als 20 Jahren, für insgesamt ein Jahr, um dort zu arbeiten. Zunächst ein halbes Jahr in Schottland und dann ein halbes Jahr in Deutschland bei Walter Feldmann, Energienwerk. Und speziell das letzte war wirklich eine sehr gute Zeit für mich und ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht und konnte sehr viel für mich persönlich meine Entwicklung mitnehmen aus dieser Zeit. Ja, ansonsten war es dann jetzt im vergangenen Jahr das erste Mal, dass ich selbst an einer Weltmeisterschaft teilgenommen habe. Vorher habe ich vor allen Dingen natürlich Weltmeisterschaften einfach so besucht, um zuzuschauen. Und eben damals, als ich bei Walter Feldmann war, war eigentlich der Abschluss dieser Zeit, dass ich da 1990 auf der Weltmeisterschaft in Schweden sein Assistent war und entsprechend mich dort um die Pferde gekümmert habe.
während dieser Zeit. Nach meinem Auslandsjahr habe ich dann die Hochschule in Ula besucht und das Studium abgeschlossen als Reitlehrer mit entsprechender Berechtigung zum Lehren als Reitlehrer. Das ist dann mein Abschluss in diesem Bereich. Ja, hvað heitir þessi? Manst það ekki? Það er ekkert maður.
Selfossi. Selfossi. Joo. Von. Joo. Joo. Hvað heitir þessi? Hvað segir þú? Rakel. Já. Hvað er hann gömul? Hvað er hann gömul? Já. Og hver er þessi? Þessi er bara nagla. Já. Tíbrá. Já. Þú spurði ekki bara þú. Nei, þú ert ekki systir henni. Já. Nei,
hver kemur næst. Já, það er nú það. Hvort ég ekki að taka bara á laufarminn þar. Já, já. Fyrst voru hann að graðhestur undan hróð. Já, já. Það er bara annar þriði reiðtúrinn í ár. Já, það. Já, já. Jæja, gekk þetta ekki vel? Það er spurning að sjappa hvort að þið ættu ekki að setja út helminginn og taka helminginn af stígunum fyrir hátíð saman. En ef bara að koma laug. Þetta eru systkini sko, frá sömu mömmu. Já, já. Já, já. Hver er mamman aftur? Lára frá Syðra-Skörðugili Já, undan Klampa. já. Já, já. Hún er undan Klepp og hann er undan Hróð. Já. Það er vel ættuð. Þau eru við ættuð. Bæði. Þetta er hérna Harpa. Ég held að væri sniðugt að sko setja hann út núna. Helminginn. Æsi Abba hjálpar þér. Og taka stíðuna þar fyrir hátíð. Þá er hægt að setja það strax inn eftir hátíð. Og svo sjáum. Skiptir ykkur máli að tvo helmingum húsið? Nei. Ekki mín vegna.
die Situation in Deutschland verglichen mit Island. Im Hinblick auf die Islandpferde sehe ich es mittlerweile eigentlich relativ ähnlich. Und mein Eindruck davon, wie die Lage in Deutschland ist eigentlich sehr gut, basierend auf dem, was ich mitbekommen habe. Vor allen Dingen die Hirtmethoden sind mittlerweile doch sehr ähnlich geworden. War vielleicht nicht immer so, oder war es einfach noch nicht zu der Zeit, als ich bei Feldmann gearbeitet habe, aber heutzutage doch mittlerweile sehr ähnlich. Der Hauptunterschied ist meiner Meinung nach die Aufzucht, dass die Pferde doch deutlich freier aufwachsen in Island, auch wesentlich weniger Kontakt mit den Menschen haben. Ekki handfjötluð eins mikið í uppvextinum hér eins og úti. Wenn ich die Entwicklung in Island betrachte, einmal der letzten Jahre, auch im Blick auf die nächsten 10 Jahre, fällt auf, dass es deutlich mehr mittlerweile in Richtung Wettkampfsport geht und dass auch viel mehr reiche Leute mittlerweile Pferde haben und sich dafür interessieren. Das kann auch so weit gehen, dass die Leute gar nicht unbedingt selbst ausreiten, sondern vor allen Dingen einfach es schön finden, ein gutes Pferd zu besitzen, zu trainieren zu lassen und dann eben zuzuschauen, wenn es auf den Wettkämpfen mit dabei ist. Und umgekehrt aber auch der Punkt, dass deutlich zunehmend die Tendenz dahin geht, dass Familien sich gemeinsam als ganze Familie um Pferde kümmern, Pferde haben in ihrer Freizeit entsprechend mit den Pferden verbringen. Und da kommt auch der Punkt entscheidend zum Tragen, dass eben das Pferd ein lebendiges Wesen ist, nicht irgendwie vergleichbar mit Fußball oder ähnlichen Sportarten, sondern man muss sich einfühlen können, das Pferd. Es kann ihm auch, es kann nicht direkt sagen, was jetzt es möchte oder wie es ihm geht, sondern der Mensch muss ein gewisses Verständnis dafür aufbringen und sich einfühlen können. Nicht zuletzt ist es auch für die Gesundheit förderlich, also ich sehe da speziell im letzten Punkt eine sehr positive Entwicklung. Þetta svona sameinar margar fjölskyldur og náttúrulega líka sko útivera og heilsusamlegt og svo þarftu náttúrulega alltaf að taka tillit til Ja, ich selbst, wenn ich überlege, welcher Teil im Zusammenleben mit den Pferden für mich am schönsten oder spannendsten ist, kann ich sagen, dass ich sehr gerne ausreite, speziell auch auf längere Touren gehe, draußen in der Natur, in der Stille, zwischen den Bergen. Das ist eines der wichtigsten Bestandteile für mich. Außerdem finde ich es auch sehr schön, auf einem Wettkampf natürlich teilzunehmen, speziell auch natürlich, wenn es gut läuft. Nicht zuletzt aber auch so mein tägliches Geschäft sozusagen, das ist der Beritt. Das ist für mich sehr bereichernd. Kein Tag ist wie der andere und es ist sehr, sehr vielfältig, unterschiedlich, anspruchsvoll, sehr viel Arbeit, aber insgesamt wirklich sehr positiv für mich. Kyrðinni og vera inn á milli fjalla. Það finnst mér rosalega gaman. Mér finnst líka mjög gaman að fara á mót, sérstaklega ef það gengur vel. Það líka mjög krefjandi og gaman Ein typischer Tag bei uns sieht so aus, ich um 7 Uhr aufstehe und gegen 8 Uhr dann im Pferdestall bin. Das heißt, dann füttern wir zuerst und dann geht es los entsprechend mit dem Training, also dem Beritt der Pferde bis zum Mittag und das gleiche natürlich auch wieder nach dem Mittagessen, geht es dann wieder weiter. Und wir versuchen um 18 Uhr fertig zu sein und dann sozusagen Feierabend zu machen. Das versuchen wir zumindest. Oft ist es natürlich dann auch so, dass abends Turniere stattfinden, speziell dann in der Wintersaison bzw. im Frühjahr. Oder ich
gebe Unterricht am Abend, sodass es dann sehr lange Tage oft sind. Aber das macht nichts, das ist also für mich sehr spannend und wie gesagt niemals langweilig. Wir versuchen, dass wir 5 Tage die Woche im Beritt arbeiten und das Wochenende anders nutzen. An Samstagen ist es oft so, dass wir besonders viel ausreiten oder beschlagen und alle möglichen Dinge machen, die sonst anstehen noch, aber in der Woche liegen geblieben sind. Wir versuchen frei zu sein an Sonntagen, versuchen das einfach, um dann auch sich einfach entspannen zu können und sozusagen die Batterie für die kommende Woche wieder aufzuladen. Aber frei ist dann wieder relativ, es kommen oft auch Leute, gucken sich die Pferde an oder den Hof oder ich zeige Leuten, die ihr Pferd im Beritt hatten, dann ihr Pferd und so weiter. Frí og ekki frí, auðvitað oft að koma fólk og maður að sína hestana þeirra og allavega. Það svo margir góðir hestar. Wenn ich überlege, welche Pferde besonders wichtig für mich waren, das ist eigentlich sehr viele gute Pferde, die wir hatten und auch haben. Ganz besonders sticht natürlich das Pferd jetzt heraus, mit dem ich letztes Jahr auf der Weltmeisterschaft war, Konkur. Ganz besonders passbegabt und auch so wirklich sehr bedeutsam für mich. Früher hatte ich mal eine Stute, die Fizzler hieß, eine 5-Gang-Stute, die mir auch sehr nahe stand. Und es gab mal einen Wallach, der Fjalar hieß. Und ich habe seitdem nie wieder ein Pferd besessen, das derartig gut war. Im Schafabtrieb zum Beispiel, in der Freisen. Ja, das sind so die, die mir spontan einfallen. Ég hef ekki eignast svoleiðis hest síðan til að ríða til þess að smala og svoleiðis. Ofsalega viljugur, rúmur töltar undan sörla. Ja, meine Haltung zu den Pferden an sich ist sicherlich unterschiedlich. Manche Pferde, meine Reitpferde speziell, sind vor allen Dingen ja, Freunde. Und andere Pferde, da sieht das vielleicht so aus, dass vor allen Dingen erstmal im Vordergrund steht, mit ihnen Geld zu verdienen. Und man hat also einen bestimmten Ablauf mit ihnen im Kopf, was sie erreichen sollen. Das ist mehr so als Arbeitspartner. Aber es kommt dann auch oft vor, dass wenn dieses Pferd dann besser geworden ist und sehr gut vielleicht und man schon viel zusammen erlebt hat, dass dieses Pferd dann auf einmal doch ein sehr, sehr guter Freund geworden ist. Und ja, grundsätzlich kann ich sagen, dass eigentlich alle meine Pferde auch meine Freunde sind. Og temja hann og þá hann bara í einhverju ferli og svo þegar að hann orðinn góður eða betri. Ja, die Frage, ob es schwierig ist, ein Pferd zur Weltmeisterschaft mitzunehmen und es dann dort zu lassen, ist so eine Sache. Das heißt, man weiß es ja schon vorher. Das heißt, man kann schon vorher sich entscheiden, ob man es so machen möchte oder nicht. Das heißt, man kann sich auch dagegen entscheiden, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und ja, bei Konkur war die Überlegung, ob wir noch 2 Jahre warten und dann eher Berlin als Ziel ins Auge fassen. Aber hier war es dann schon so, man weiß nie, was vorkommt bis dahin und von daher haben wir dann die Möglichkeit am Shop ergriffen. Und grundsätzlich muss ich sagen, dass die Weltmeisterschaft wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich war jetzt als Teilnehmer und dass es sehr lehrreich auch für mich war und dass ich auch in diesem Sinne keine einzige Minute dieser Zeit bedauere. Und ja, was Konkur betrifft, bin ich auch sehr, sehr zufrieden, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Er hat
einen Platz, den ich mir eigentlich nicht besser für ihn wünschen kann. Er ist zu 2 meiner Freunde gegangen, die ihn zusammen besitzen. Und wenn ich das weiß, dass er es dann gut hat in Zukunft auch, dann erleichtert das natürlich ganz extrem auch den Abschied. Þetta var bara mjög skemmtilegt og ofsalega lærdómsríkt. Þannig ég sé ekki eftir 1 mínútu í þessu. Ja, und meine Botschaft so zum Abschluss an die Pferdemenschen in Deutschland ist, dass ich Wohlergehen wünsche und auch mir wünschen würde, dass es so weitergeht mit der sozusagen Vermarktung des isländischen Pferdes. Speziell auch unter dem Aspekt, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wo das Pferd geboren ist. Dass wir es gemeinsam vermarkten, egal jetzt in welchem Land der Welt, wo isländische Pferde sind. Das isländische Pferd an sich ist als ganze Rasse das Bemerkenswerte und deswegen ist eigentlich so mein Appell, da keine Konkurrenz untereinander aufzubauen. Ist das Pferd in Deutschland geboren, ist es in Frankreich geboren, ist es in Island geboren, sondern das wirklich gemeinsam zu machen, an einem Strang zu ziehen. Das ist mein Wunsch für die Zukunft oder auch mein Appell ganz speziell Richtung Deutschland. Bæði í Þýskalandi og víðar. Margir, við þurfum að standa saman það að markasetja hann sem eina heild. Ekki að keppast innbyrðis með að vera að keppast með íslenskfædda eða þýskfædda. Þetta íslenski hesturinn og hann er okkar vinur. Já, það bara spennandi hvernig það kom. Það bara Ég legg bara á eitthvað annað. Já, en það ekki lengur vandamál eins og maður sér núna, það bara, hún teimist aftur. Nei, hún teimist alveg núna og... Já. Já. Hún falleg. Já, hún það. Það mjög stór líka. Já, mjög stór. Já. Einmitt. Já. Ég bara að taka myndband svona sem Sigga getur fengið svona skoðun hvernig hún núna. Ég held að Fjóla sé nýbúin að senda henni myndband. Já, það? Já, ég allavega nýbúin að taka það. Já. Að líka hérna inni? Já, það var líka hérna inni var ekki. Já. Það er fínt. Svo þarf ég ekki að taka eins mikið. Það er fínt, það er samt bara pínu. Já.
klárt. Já, Og fauk alveg mikið í hana. það þurfa aðeins að skerpa á sveigjustoffinu, þá fer hún líka, hættir hún þessu fílu með mélin. Það er líka mjög eðlilegt að hún sé að prófa eitthvað nýtt. Já, já, einmitt. Já, Þetta er mjög gott. einmitt, það smelur það. Já.